Guten Morgen oder auch guten Abend, je nachdem, wann das Video erscheint oder wann das Video geschaut wird. Wir haben aktuell 28 Grad im Aufnahmeraum. Ich stelle heute ein Deck zusammen, das so gegen Rusher funktionieren sollte. Ich habe damals ein Deck gemacht mit den Amerikanern und den Briten, ein Infanteriedeck. Daher habe ich noch die anderen spielbereiten Decks, die ich noch nicht ausgebaut habe, wo ich die Karten noch nicht habe. Und das USA Ansnack habe ich ja schon gezeigt. Deshalb machen wir jetzt heute ein Deck mit den Amerikanern und den Russen. Es geht darum, den Schaden am Hauptquartier möglichst zu minimieren. Dazu benötigen wir diese Einheit, die reduziert den Schaden um 1. Das sind dann diese ganzen Rusher-Einer, sind dann nutzlos gegenüber dem Hauptquartier. Und ich brauche diesen Flieger, also der muss sicher auch rein, weil der gibt einer zufälligen verbündeten Infanterieeinheit plus 2 Angriff. Der muss rein. Der Flieger, den ich meine, der müsste sicher auch rein da. Ein paar von denen. Wo haben wir die? Das ist ein Dreierflieger. Der muss auch rein. Dreierflieger. Da ist er. Der Schaden feindlicher Karten ist um 1 reduziert. Der ist immens wichtig. Den nehmen wir mit rein. Das brauchen wir. Und was brauchen wir sonst noch so Wichtiges? Da nehmen wir sicher auch einen rein. Der hat, kann ich noch Karten entwickeln. Gehen wir mal ganz nach unten. Also, ich will sicher irgendwann mal die Front zurückziehen und meine Front decken. Der hat Vernebelung und Bindung, aber er gibt mir allen Einheiten +2, +3, plus ein zufälliges Gefechtskeyword. Wenn ich den Rush überstehe, ist diese Karte eigentlich gar nicht so schlecht. Der ist auch gut. Hier erhalten meine Bodeneinheiten +1, +1. Nehmen wir auch mit rein. Was nehmen wir noch dazu? Hier hätte ich eine Wache und mit Schwerpanzerung 1. Und hier würde ich eine Einheit von 3 oder weniger ins Spiel bringen. Das ist ein Bomber, ebenfalls mit Panzerung. Den könnten wir mal ausprobieren. Den probieren wir auch aus. Diese zwei brauchen wir. Ich will ja schließlich in die Front. Dann kriege ich zusätzliche Credits. Der ist ein Bomber. Der ist auch noch interessant, weil wenn der zerstört wird, kriege ich einen Blitzpanzer. Zwei dieser Bomber, die sind auch 4 von den Kosten. Das heißt, die kann man nicht so leicht einfach mir wegnehmen oder zerstören. Die nehmen wir mit rein. Den brauche ich nicht. Ich brauche jetzt noch billige Infanterie. Vielleicht noch 2 von diesen. Billige Infanterie, den habe ich schon. Die finde ich nicht so prickelnd. Die habe ich keine Synergien dazu. Wenn ich eine Infanterie einsetze, kriegt er +1, +1. Kann was werden. Gibt gewählte Infanterie oder Panzereinheit +5, +5 und 5 Aktionskosten. Da gibt es auch gute Synergien.
Vielleicht muss ich noch eine Einheit noch reparieren. Ich hätte gern noch, so ist der mit der, den packe ich mit rein. Das ist eine Elite-Einheit, den nehme ich mit rein. Den nehme ich mit rein. Ist zwar nicht. Eigentlich möchte ich noch die beiden Wachen. Diese beiden da, die, wenn ich die eingesetzt habe, ist mein Hauptquartier immun gegen Schaden des Feindes. Sehr wichtig. Jetzt habe ich noch 7 Karten. So eine brauchen wir, hat Blitz und +1/+1 für jede andere Infanterie. Da hätte ich gerne noch einen zweiten. Komme ich an die Front, wäre das was? Komme ich nicht an die Front? Wir versuchen noch Panzerung einzubauen. Das wäre auch noch was. Habe ich da noch Kapazität dafür? Eigentlich müsste ich die mitnehmen. Was kommt noch mit? Da hätte ich noch eine Polizei. Ich will noch diese beiden Panzerungskarten. Kann ich all meinen Einheiten Panzerung geben und mit dem Panzerbomber, gepanzerten Bomber sie immer verstärken, wenn sie überleben. Und was nehmen, den habe ich. Blitzschock brauche ich nicht unbedingt. Der ist auch nicht schlecht, dass wenn etwas in die Front geht. Okay, jetzt habe ich hier +1/+1. Habe ich hier den Blitzpanzer. Der Duke kriegt 1/+1 für die Front und Vorhersage. Wäre auch noch was. +1/+1 plus eine Karte ziehen ist auch immer spannend. Oder ich gebe der Zielinfanterie +1/+2 -1 Aktionskosten. Ja, hat gute Karten. Welche nehmen wir? Wenn diese Einheit eine andere zerstört, erhalte ich 2 Verteidigung. Was nehmen wir noch dazu? Eine Karte kann ich noch. Sie sollte nicht allzu teuer sein. Soll ich noch die. Damit könnte ich die Wacheinheiten, falls vorhanden, von der Mechanik der Wache befreien und direkt das Hauptquartier angreifen. Oder diesen Blitzpanzer. Oder diese. Oder. Komme ich nicht an die Front? Komme ich an die Front? Das ist hier die Frage. +2/+2 für an die Front, das wäre auch was. Okay, wir versuchen das mal so. Gibt es noch einen Kartenrücken? Wir nehmen Kriegsschauplätze, Schlachtfelder. Und dann spielen wir gleich noch, müssen wir da wieder die Effekte einschalten. Diesmal habe ich daran gedacht. Spielen wir 2 Runden gegen echte Spieler. Dann sehen wir sofort, ob das Deck funktioniert oder nicht. Wenn ich gegen die KI spiele, die spielt irgendwie immer komisch. Um Decks zu testen geht das, um Synergien abzuchecken. Aber wenn ich gegen echte Spieler spiele, ist das immer herausfordernd,
Die KI zu besiegen ist jetzt nicht so schwer, weil sie zum Teil sehr unlogisch spielt. Also wir haben hier mal Amerika gegen Amerika. Wir haben diese Panzerungskarte, der ist viel zu teuer, der ist am Anfang. Den braucht es nicht. Ich kann hier mit diesem anfangen, mit Bindung. Dann mit diesem. Und jetzt hätte ich schon die Panzerung in Kombination. Das ist jetzt ziemlich gut. Habe ich diese Karte. Das ist vermutlich nicht einer, der auf ein schnelles Spiel aus ist. Im nächsten muss ich diesen spielen und dann in die Front. Okay. Er hat dieses Flugzeug, das habe ich ja auch drin. Da wird der Schaden um 1 reduziert. Das heißt, ich muss trotzdem dieses Flugzeug spielen. Dann ist er eigentlich gefordert, da anzugreifen. Ich gehe hier in die Front. Packe dann Panzer drauf. Ah, okay, er zerstört mir meinen Flieger. Ich greife mein Hauptquartier an. Wird es um 1 reduziert. Ich gehe in die Front. Und keine Panzerung oder Panzerung. Ich gebe noch Panzerung. Es ist spannend. Was hat er als Verbündeter? Wenn er jetzt Finnland hat, sind alle meine Einheiten nutzlos. Jetzt könnte ich diese Einheit zerstören, oder? Genau. Und den haue ich in die Pfanne. Und mit dem gehe ich in die Front. Den kann er mir jetzt zerstören. Ah, der hat ihm Angst gemacht, okay. Dann müssen wir... Der muss weg. Der hat Hinterhalt. Da muss der an die Front. Und der muss auch an die Front. Okay. Jetzt haben wir hier... Und dann sehen wir mal, was sich hier birgt. Und ab in die Front. Und ich brauche diesen Bomber.
noch einen. Ah, der hat Schock. Ja, da müssen wir den wegmachen. Und der Hand kostet noch 3 oder weniger. Dann nehmen wir diese Einheit. Ah, okay. Jetzt hat er... Ich muss ja jetzt in die Front. Geht nicht anders. Der kann er mir jetzt aber zerstören. Aber dann kann ich ihn auch zerstören. Also er kann ihn zurück. Ah, okay. Die Karte ziehen. Ah, das war jetzt nicht sehr clever. Wenn er jetzt die Karte hat mit 4 Schaden, dann zerlegt er mir meine Defensivlinie. Hat er nicht bisher. Okay. Ich brauche... Der muss weg. Das ist jetzt mal klar. Der muss auch weg. Und der muss auch weg. Wenn ich mit dem in die Front ziehe... müssen wir das... müssen das so lösen. Wir müssen den schützen. Jetzt ist mein Hauptquartier geschützt und diese beiden Einheiten sind geschützt vom Panzer. Also sonst hat er mir mit dem Panzer den Flieger zerstört. Jetzt kann er mein Hauptquartier zwar angreifen, ist nicht bewacht, aber diese Einheit verhindert jeglichen Schaden. Und alle gepanzerten Einheiten werden immer stärker, jedes Mal, wenn sie eine Einheit angreifen. Ja, jetzt müsstest du irgendwas machen. Es ist dein Zug. Irgendwie hat er keine Lust. Ja, wenn er keine Lust hat, dann hat er keine Lust. Ich muss auf die Front. Dann brauchen wir diesen da. Dann brauche ich noch nicht. Haben wir da noch ein bisschen Panzerung. Jetzt habe ich eigentlich schon genug Angriff, um sein Hauptquartier zu zerstören. Und er spielt lieber nicht.
dieser Runde hat jetzt mein Deck extrem gut funktioniert. Dann spielen wir gleich noch eine zweite Runde. Hat jetzt nicht gegen einen Rusher funktioniert, also es war ja kein Rusher, aber es hat grundsätzlich funktioniert. Es ist nicht extrem schnell, das Deck. Ich habe zu wenig billige Einheiten drin. Aber ich bin auch nicht der schnelle Spieler. Ich spiele eher so mittel bis lang lieber. Damit ich auch die großen, mächtigen Karten irgendwann mal noch spielen kann. Also jetzt haben wir mal einen England-Spieler. Das heißt, den lassen wir drin. Alles andere. Ja, alles andere muss weg. Ich brauche auch irgendwas, was ein bisschen günstiger ist. Diese Einheit, die mir Schaden macht, wenn ich sie einsetze. Also ich habe diese Einheit, dann macht sie keinen Schaden mehr. Die Bindung, den 1 Schaden geht jetzt weg. Jetzt setzt er gleich Regen ein. Das heißt, ich spiele das. Erstmal 3 Schaden. Jetzt hat er eine Lufteinheit gezogen. Blitz. Das ist sehr spannend. Die geht jetzt wieder ins Deck und wenn sie beim nächsten Mal kommt, hat sie +1, +1. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Gehe ich jetzt in die Front. Ich muss mal in die Front. Ich muss da in die Front. Falls er da irgendwas setzt, muss ich in der Front sein. Als nächstes würde ich eigentlich eine dieser Wache spielen und mit ihm angreifen, damit meine nächste Einheit bereits +1/+1 hat. Er zieht eine Karte. Das war jetzt nicht wirklich spannend. Keine Ahnung, was der spielen wollte, aber dann hängen wir uns noch eine dritte Runde an. War ja jetzt nicht ganz so spaßig. Also ich hatte ziemliches Glück mit meinen Karten, würde ich jetzt mal behaupten. Da ich ganz wenig billige Einheiten oder Karten generell im Deck hatte, hatte ich trotzdem immer was zu spielen. Und jetzt, was kriegen wir? Nochmal einen Amerikaner-Spieler. Die Amerikaner sind aktuell beliebt, offensichtlich. Also den brauche ich jetzt noch nicht, der ist wichtig. Und ich repariere dann alle Einheiten. Muss noch Hallo sagen. Dann kommt zuerst der. Dann kommt der. Dann nehmen wir den rein. Der greift jetzt an, macht 2 Schaden. Der greift jetzt an und macht 4 Schaden. Okay. Dann kriegt er dann 3 Schaden von mir. Wenn er es nochmal angreift, hat er 3 Schaden.
Der spielt mit. Kann ich jetzt noch nicht spielen. Okay. Ich zerstöre jetzt meine Einheit. Habe ich diesen Panzer da? Den will ich eigentlich nicht spielen. Ja, lassen wir das mal so stehen. Der greift hier an. Mit diesem könnte ich da Kosten von 3. Ich würde den eigentlich gerne mit diesem Bomber reinbringen. Also der macht jetzt 4 Schaden, kriegt 3. Ah, der macht es sogar anders. Okay. Wenn ich jetzt... kriege ich den gar nicht mehr angegriffen. Der macht jetzt 6 Schaden. Ich bräuchte was, um das Hauptquartier zu schützen. Ja. Ich habe keine Wachen. Ich kann das Problem nicht mehr lösen. Ich kann es nur verzögern. Der macht mir jetzt da 6 Schaden. Das ist 7 Schaden. Und ich mache 5 und 3 gibt 8. Okay, ich kann nicht genug Schaden machen. Ja, das heißt, ich kann nur 8 Schaden machen. Puh. Ja, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Eigentlich konnte ich jetzt das, was ich zeigen wollte, gar nicht zeigen. Konnte aber zeigen, dass das Deck was kann. Ja, kann man sicher noch ein bisschen ausbauen. Aber ja, passt so. Dann freue ich mich doch, wenn ihr beim nächsten Video wieder zuschaut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.